Und wo fangen wir damit an? Slowenski, oder? Dreck am Stecken. Was kann ich tun für dich, De Niro? Erzählen Sie mir vom Rat der Fünf. Was willst du wissen? Warum suchen Sie nach dem Mädchen? Ich weiß es nicht, De Niro. Wenn du willst antworten, du musst warten auf Typ, den Rat geschickt hat, um sich um Mädchen zu kümmern. Wann kommt der her? Morgen früh gegen 9. Und bis dahin habe ich das Mädchen um die Ohren, ja? Genau, De Niro. Anders geht es nicht. Wie sind Sie reingekommen? Ich war niemals Teil von der Organisation. Mein Vater war Mitglied. Wir sind gezogen nach Amerika wegen seiner Arbeit. Er hat entschlüsselt Geheimschrift für sie. Was ist dann Ihre Rolle bei der ganzen Sache? Als mein alter Herr war zu alt für Arbeit, er entschloss sich zu kaufen dieses Haus. Der Rat half ihm dabei. Einzige Bedingung war, das Haus zur Verfügung steht, wenn Sie brauchen sichere Wohnung für eins Ihrer Mitglieder. Und diese sichere Wohnung ist Apartment 607. Genau, De Niro. Deshalb ist Wohnung nie zu bieten. Wo ist die Verbindung zwischen McLean und dem Rat? McLean muss sein dein Freund, den man hat gefunden, tot heute Nacht. Richtig? Ja, auch wenn Freund nicht ganz das richtige Wort ist. Wie auch immer. Ich kenne nur Mitglieder, die gewohnt haben in meinem Haus. Ich habe nie von deinem Freund gehört. Gut, wir haben keine weiteren Fragen. Ich habe keine weiteren Fragen. Wiedersehen, Slowenski. Do svidania, De Niro. So, und jetzt hat... Der Mörder von Sean. Lass Nirgend. das. Heute, jetzt schauen wir erst. Ich habe nicht vor zu fußen. Erst zur Kneipe. Und schauen wir mal, wie es dem Mädchen geht. Hi, Greta. Hi, Jack. Wie geht's dem Mädchen? Sie schläft oben in meinem Bett. Hast du rausgefunden, wer sie ist? Bis jetzt noch nicht. Wegen Smiley. Ich hasse den Typen. Weißt du was über seinen neuen Job? Tja, er hat mit mir darüber geredet, aber er war mir gegenüber auch sehr vage. In was für Geschichten auch immer er drin steckt. Ich bin sicher, die Sache ist nicht ganz koscher. Du kennst ihn ja. Er hatte noch nie in seinem Leben einen ehrlichen Job. Er ist oft hier im Laden. Das erzählst du mir. Der ist jeden Tag hier. Er kommt immer um 9 rein, setzt sich hin, bestellt seinen albernen Blaubeercocktail und pflanzt sich dahin. Oh, ich hasse ihn. Hast du eine Ahnung, warum er ausgerechnet immer in deinen Laden kommt? Leider ja. Der Schleimbolzen hat beschlossen, dass er mich heiraten will. Er weiß, dass ich es momentan schwer habe und hofft, dass ich ihn nehme, bevor ich auf der Straße lande. Das sieht Smiley ähnlich. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass er in dich verknallt ist. Ich würde es auch lieber nicht glauben müssen. Ich habe eigentlich keine Fragen. Gut, da können wir nicht weiter. Okay, ich gehe dann mal. Mach's gut, Jack. Dann schauen wir mal ins Polizeipräsidium wieder.
Ah, schon. Zum Polizeipräsidenten. Ganz wie wollen. Gut, vielleicht können wir mit Malone reden. Del Nero, willst du nicht endlich mal gestehen? Ich habe ein paar Fragen bezüglich Sean. Warum sollte ich deine Fragen beantworten? Du hast doch nicht etwa daran gedacht, deine eigene... Das hier ist... Wenn ich nichts mache, lande ich wegen... Deine... Provozier nur so... Gut, ich glaube, das haben wir schon alles geklärt. Tschüss. Man sieht sich sicher... Vielleicht können wir was im Archiv wieder machen. Wie war das noch? Sesam, öffne dich. Jetzt heute, wo war das schon? Ich glaube da rum. Akte 6120. Na, das war Samuel Cutter. Akte 608. Patrick Olsen. Ohne die Identifikationsnummer der Akte. Lauft er denn hier? Ach, er nimmt den kürzesten Weg. Gut. So, schauen wir nochmal, ob wir über Sean irgendwas finden. Es gibt keine Akte über Sean. Die wurde vielleicht noch nicht abgelegt. Gut, es gibt keine Akte. Gibt es vielleicht herum irgendwo eine Akte? Einer der vielen Schreibtische, wo jeder Beamte... Schauen wir mal ins Büro von der Diaz. Nein, ich bin nicht hier, um... Gut, da gibt es ja nichts. Nein, Ich glaube schon nicht, dass Victoria begeistert sei. Fragen wir mal den Typen da.
Vielleicht kann uns der wieder weiterhelfen. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Weißt du, wo ich Sergeant Diaz finden kann? Sergeant Diaz ist nicht in der Stadt. Aber fragen Sie mich nicht, wo sie hin ist. Schätze, du kannst mir nicht sagen, wann sie's... Stimmt. Also sparen Sie sich die... Wenn Sie wirklich wissen wollen, wo Sergeant Diaz steckt. Verdammt. Gut, das haben wir auch schon gehört. Tschüss. Tschüss. Ah, So, fahren wir nochmal. Vielleicht zu den Zu den Melville Docks in Brooklyn. Melville Docks. die Wolle. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Da ist nämlich jetzt der Typ da. Gut, da ist abgesperrt. Die Bullen haben den Hafen abgeriegelt. Das Büro des Hafenmeisters ist geöffnet. Dann fragen wir mal den Hafenmeister. Hallo. Schon wieder die Polizei? Was ist nun schon wieder los? Ich hab doch schon alles gesagt, was ich weiß. Ich bin kein Polizist. Bist du nicht? Was bist du dann? Bist du einer von der Zeitung, die immer rumschnüffeln und Verschwörung und Skandale suchen? Ich bin privater Ermittler. Das interessiert mich nicht die Bohne, wer du bist. Aber das hält dich sicher nicht davon ab, mir auf die Nerven zu gehen, was? Stimmt. Sei es drum. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Was machst du hier? Das frage ich mir auch gerade. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, als der Polizei angerufen hat. Sie wollten, dass ich die Anliegers absperre, wegen einer polizeilichen Untersuchung. Bist hier also sowas wie der Hafenmeister? Ja, so eine Art Hafenmeister. So könnte man das wohl nennen, was? Ich organisiere hier alles alleine. Ich bin Hafenmeister, der Sekretärin und der Putzer in einer Person. Was weißt du über die Ereignisse der letzten Stunden? Ich weiß, dass da einer ihn kalt gemacht hat. Und das ist hier an meine Anleger passiert. Mehr weiß ich nicht. Das habe ich auch der Polizei schon gesagt. Du wirkst aber nicht besonders überrascht darüber, dass hier einer umgelegt wurde. Das ist nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal, dass hier einer auf die Art ins Gras beißt. Das ist schon einmal passiert. Danach kannst du die Uhr stellen. Das ist wie mit meinem Rheuma. Das ist ein regelmäßiges Problem, wenn du verstehst. Hier bei uns am Hafen treiben sich die zwielichtigsten Gestalten der Gegend rum. Und dann spült mit jedem Schiff auch noch neuer Abschaum an. Einmal haben sie einen ertrunkenen Polizisten aus Chicago unterm Pier gefunden. Wes und aufgequollen wie ein Luftballon. Scheint ja ein ganz gut besuchter Ort zu sein. Aber das war ja nicht immer so. In guten Zeiten war das hier der Augapfel von ganz Brooklyn und das Zentrum der ganzen Handelsaktivitäten. Warum hat man dich veranlasst, die Docks abzusperren? Nur hat der Polizei auch noch beschlossen, die ganzen Docks zu sperren, bis sie hier fertig sind. Kein Schimmer, wie lang ich nur auf dem Trocknen sitze. Jetzt funke ich an die ganzen Schiffe, die hier einlaufen wollen, dass sie nach Kips Bay rüberschippern müssen. Wenn die Docks hier jetzt gesperrt sind, dann hast du wohl nicht mehr viel zu tun. Ah, die Schiffe sind mir ja ganz egal. Aber morgen wollte mein guter Freund Louis auslaufen. Er kommt aus Chile und bringt immer den besten Grog mit, der mir je auf die Zunge gekommen ist. Nun muss ich mindestens 4 ganze Wochen warten, bis ich ihn wiedersehe. Und meine letzte Flasche habe ich schon vor einer Woche leer gemacht. Erzähl mir von den Anlegern hier. Ah, das war am Anfang vom 9. Jahrhundert. Bei New York hattest du das Gefühl, als wär's der Hauptstadt von der ganzen Welt. Ich war noch ein Jungspund mit nur einer Handvoll Groschen in der Tasche. Ich war Matrose und mich zog's immer raus aufs Meer. Die Docks hier waren Besitz vom ollen Svensson, ein Schwede, der ganz und ja kein Seemann war.
Der konnte ja nicht mal einen Unterschied zwischen einem Schwertfisch und einem verrosteten Benzinkanister erkennen. Aber mit dem Geschäft, da kannte der sich aus. Da konnte ihm nur keiner das Wasser reichen. Der hat das Ganze hier in eine lebendige und fluktuierende Hafenanlage verwandelt, wie es noch nie eine am East River gegeben hat. So groß sieht die Hafenanlage hier aber gar nicht aus. Ja, nur ja nicht mehr. Die Hälfte wurde abgerissen und verkauft. Aber früher hättest du sie sehen sollen. Da waren es hier mehr als 10 Anliegestellen. Der Olle Svensson hat ganz groß bauen lassen. Sogar die größten Fischereischiffe konnten hier festmachen. Weshalb wurden Teile des Hafens verkauft? Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich hab hier schon früher beim Hafenmeister gearbeitet, als das noch ganz anders aussah. Damals hatte ich einen Unfall gehabt und konnte nicht mehr zur See fahren. Aber lesen und schreiben konnte ich besser als die anderen. Also haben sie mich hier in der Verwaltung angestellt. Alles lief ganz gut. Das Geschäft hat gebrummt. Aber der Olle Svensson hat sich mit der Zeit verändert. Er war nicht so runtergekommen wie wir anderen. Aber er hatte irgendwie seine majestätische Aura verloren. Und dann waren da seine neuen Freunde. Eines Tages, das war im April 26, fand John Grants, besser bekannt als Peak Ass, seine Leiche zwischen ein paar Tauen im Wasser treiben. Die Polizei hat gesagt, das war Selbstmord gewesen. Aber das hat keiner von uns geglaubt. Svensson war ein bisschen runtergekommen, ja, aber er liebte das Leben. Kurz nach der Beerdigung kam dann der neue Chef. Ein Mann namens Pfruni. Fetter Typ, halb Türke, halb Italiener. Im ersten Jahr hat er dann die Hälfte von der Anlage verscherbelt und die Hälfte von der Arbeiter gefeuert. Ich durfte bleiben und wurde hier Hafenmeister. Faszinierende Geschichte, aber irgendwas ist da doch faul. Die Wirtschaftskrise hat schon viel größere Betriebe dahin gerafft. Wie konnte diese kleine Hafenanlage so lange überleben? Du bist nicht auf den Kopf gefallen, Jungchen. Die kurze, einfache Antwort ist Kreuzfahrt in die Freiheit. Kreuzfahrt in die Freiheit? Genau. Wenn einer einen Klimawechsel braucht, aber das keiner wissen soll, dann gibt es hier das Ticket zur Freiheit. Du meinst, Verbrechern wird hier über den Hafen zur Flucht verholfen? Das scheint der Fall zu sein. Ich stelle hier schon lang keine Fragen mehr. Hast du hier heute Abend einen Mann mit einem Mädchen gesehen? Du scheinst dich in der Materie ganz gut auszukennen, Jungchen. Also hast du das Mädchen gesehen? Tut mir ehrlichst leid, Jungchen, aber ich kann hier keine Information über Passagiere erteilen. So sind nun mal die Regeln. Hast du einen Mann namens Ford hier passieren lassen? Kann ich nicht machen. Regeln sind nun mal Regeln. Komm schon, mach's mir nicht so schwer und sage mir, was du gesehen hast. Ich hab schon gesagt. Nach den Regeln kann ich hier keine Information über Passagiere erteilen. Gut, ist ein sturer Bock. Da können wir wahrscheinlich nicht weiter. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Alles Gute, Jungchen. So, und jetzt hat... Jetzt werden wir ihm die Knarre vernosen halten. Sehe ich aus wie jemand, der immer gleich auf alles schießt? Hätte ja sein können. Gut, wie schaut's denn mit Geld aus? Das könnte helfen. Jetzt willst du wohl Informationen kaufen, was? Diese Stadt ist nicht mehr, was sie mal war. Es gibt kein Geheimnis, das nicht mit ein paar Piepen gekauft werden kann. Jungchen, ich bin ja hier wild, nicht bestechen zu lassen, aber deine paar Piepen sind da echt nicht genug, um meine Pflicht zu vernachlässigen. Und jetzt muss ich zurück an die Arbeit. Aha, geldgierig ist auch noch. Gut, was haben wir sonst noch im Angebot?
Vielleicht ein Alkohol? Mir leuchtet nicht ein, wie ich diese Dinge zusammen... Gut, was machen wir denn jetzt? Kisten, Fässer und sonstiger Müll. Nichts, was ich... Eine Metalltür. Geschlossen. Die Hangars und Lagerhallen ziehen sich über die... Gut, dann müssen wir da zwischenspeichern.